Herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast. Sinnlose Let's Plays und beim Speichern ist irgendetwas schief gegangen, weil eigentlich hätte ich mit dem Tyrael da müssen reden. Ich dachte, die Engel seien auf unserer Seite. Sie sollten hier sein und uns helfen. In den hohen Himmeln herrscht Verwirrung und Uneinigkeit. Ihr müsst daran denken, dass Malthael einst unser Anführer war. Ihr seid Mitglied des Angiris-Rates. Ihr könnt die Streitmacht der Engel befehligen. Imperius befehligt die Streitmacht. Und er wird sie nicht auf einen Engel ansetzen. Erst recht nicht auf ein ehemaliges Mitglied des Angiris-Rates. Sagt Imperius, ich werde mich daran erinnern, dass er untätig zugesehen hat, wie mein Volk abgeschlachtet wurde. Okay. Der Tod wird alle holen. Ja, gut, jetzt haben wir gleich mit dem Tyrael geredet, aber eigentlich müssten wir da auch nicht im Fall, in die Ruinen. Wieso, weiß ich auch nicht. Aber scheinbar müssen wir da mit dem Mensch reden, Bevor sie starb, hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Malthael. Also muss er dort sein. Aber da haben wir ja schon gehört. Okay, also in dem Fall hat es einfach den Punkt nicht übernommen. Da, Ich muss zurückkehren. Und wenn ich auch vergessen habe, ich habe zwar die beste Ausrüstung allen Begleiter verteilt und ja, haben Sie gesehen, ich habe die Verzauberin wieder dabei, aber ich habe vergessen, die ganze paar verkaufen und nicht zu viel haben. Machen wir da noch schnell. Okay, da hätte ich eine alte, egal. Aber sonst ist unser Inventar dann eh wieder voll. Gut, dann wären wir jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich hätte wollen sein. Wo wir mit dem Tyrael dürfen reden. Jetzt wissen wir, dass sich Malthael in den Ebenen des Wahnsinns aufhält. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Malthael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Er ist ein Feigling, der sich versteckt, bis er stark genug ist, mir gegenüberzutreten. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Okay, dann gehen wir doch. Oder sollten wir mit den Leuten mal noch reden? Sollen wir wieder Blabla-Folge machen? Clara! Peter! Sucht ihr nach jemandem? Ach, es sind meine Kinder. Sie spielen dort draußen eins ihrer Spielchen. Ich werde sie schon finden. Ja, da glaube ich eher weniger. Wo wollt ihr denn hin? Ich habe gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten? Ich habe eure Heldentat bei einigen Wachen erwähnt. Ihr könntet eine Auszeichnung erhalten, wenn das alles vorbei ist. Ah, großartig. Laut den Aufzeichnungen hatte König Rackes ein markantes Kinn, Haar so schwarz wie die Nacht und eine glänzende Rüstung bedeckte seinen muskulösen... entschuldigt. Wo war ich noch gleich? Ich kenne den Tod nun besser als die Form meiner eigenen Hand oder als mein eigenes Schwert. Händel hat sich an meiner Seite in den Kampf gestürzt. Ich kannte ihn seit meinen Tagen als Rekrut. Doch als ich ihn in jener Nacht ansah, hatte ich eine Vision. Ich sah die Gesichter der Männer, die er getötet hatte. Und ich sah, dass er den nächsten Tag nicht mehr erleben würde. Ja, tragische Geschichte, tragische Geschichte.
Auch mit der Miriam könnten wir mal reden, oder? Jetzt geht es also in die Ebenen des Wahnsinns? Ihr werdet eine Welt erleben, die nur wenige Menschen bisher zu Gesicht bekommen haben. Die Himmel habe ich bereits gesehen. Ich war nicht beeindruckt. Die Schönheit des Lebens geht vollkommen an euch vorüber, nicht wahr? Ja, kann man auch so sagen. Was kann ich euch sonst noch berichten? In einer Vision sah ich, wie der Tod unsere Welt umschlang. Also verließ ich mein Volk und meine Familie, um euch zu unterstützen. Eure Opferbereitschaft ehrt euch. Unsinn. Wir Vizin empfangen oft Visionen, die uns mitteilen, dass die Zeit reif ist für die Suche nach einer neuen Familie. Familien hatte ich in meinem Leben viele und ich liebe und vermisse noch immer jede einzelne Person. Außer Jonah. Den mochte ich nie so wirklich. Wer ist da gewesen? Ihr habt ein aufregendes Leben geführt. Ah, die Geschichten, die ich euch erzählen könnte. Wir wurden oft von Banditen überfallen. Das wurde mit der Zeit ganz schön lästig. Eines Tages hatte ich genug. Ich weiß, es ist nur schwer zu glauben. Aber als ich jünger war, war ich noch lebhafter als jetzt. Ich verführte also ihren Anführer, überzeugte ihn, uns gehen zu lassen, indem ich ihm beschrieb, wie er einen Magistraten in der Gegend bestehlen konnte. Er hatte davon gehört, dass die Vizin die Zukunft vorhersagen können, also glaubte er mir. 3 Tage später wurden die Banditen gefasst und gehängt. Ich muss wohl vergessen haben, ihm von diesem Teil meiner Vision zu berichten. Ja, nicht gar nicht, aber wird der Zweck erfüllt? Wir können nicht anfangen, alles wieder aufzubauen, ohne sicher zu sein, dass der Urheber dieser Zerstörung tot ist. Noch habe ich ihn nicht gefunden. Aber ich schwöre euch, dass er dafür bezahlen wird. Das ist meine Hoffnung. Okay. Cormac, euch scheint etwas zu bedrücken. Schon zu lange lebe ich mit dem Wissen, dass mein Orden Initianten foltert und ihren Verstand manipuliert. Ich muss wissen, was das Ausmaß dieser Verderbnis ist. Wenn mein ganzer Orden korrupt ist, was heißt es dann, ein Templer zu sein? Wer bin ich dann? Ihr seid ein ehrenvoller Mann, der sein Leben in den Dienst einer Sache gestellt hat, die ihr für bedeutsam hieltet. Doch ich irrte mich. Oder nicht? Die Schuldigen werden für ihre Taten gerade stehen. Das schwöre ich. Ich habe gehört, dass sich der Großmeister persönlich in Westmark aufhält. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass ich ihn finde und mit ihm spreche. Ich werde ihm von den Sünden berichten, die sein Orden begeht. Cormac, er ist der Anführer der Templer. Sein Orden handelt wahrscheinlich auf seinen Befehl. Nein, ihr habt Unrecht. Meine erste Erinnerung als Templer ist an ihn. Wie er mir Mut zusprach und mich im Orden willkommen hieß. Ich habe ihm in die Augen gesehen. Er ist ein guter Mann, das weiß ich. Ja, da kannst du die nochmal irren. Heute werde ich erfahren, wie weit die Korruption des Ordens reicht. Ihr müsst tun, was ihr könnt, um diese Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Ich werde das Richtige tun. Auch wenn ich mich meinem gesamten Orden entgegenstellen muss. Ich könnte einen guten Freund an meiner Seite gebrauchen. Ich werde hier an eurer Seite sein. Rechnung des Templers. Annehmend. Dies ist eine unserer Festungen. Bald werde ich meine Antworten bekommen. Das muss nichts Gutes sein. Seid auf alles gefasst. Ja, eigentlich kann ich da nicht wollen, aber dann machen wir doch da. Besser als nichts. Cormac! Jeder sagt, dass ihr geholfen habt, Asmodan und Belial zur Strecke zu bringen. Sie nennen euch den größten aller Templer. Es freut mich ebenso, euch zu sehen, Bruder. Aber ich bringe schlechte Nachrichten über den Orden. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Ihr habt Glück. Er befindet sich hier. Die Befehle lauten, dass wir euch bei eurer Rückkehr augenblicklich zu ihm schicken sollen. Nehmt dies an euch. Es ist die neue Proklamation des Großmeisters.
Ihr habt uns alle mit Stolz erfüllt. Diese Proklamation des Großmeisters. Er verurteilt sich selbst, gesteht seine eigene Schuld ein. Wie konnte ich all dies nicht erkennen? Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Aus der Asche von Westmark werden wir auferstehen und die Menschheit in ein neues Licht führen. Tausende von Rekruten werden sich uns anschließen. Jeder Bürger ein neuer Templer im Dienste unserer Sache. Die Inquisitoren werden sie läutern und zu einer unaufhaltbaren Macht schmieden. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Und das verdanken wir nur euch. Bringt mir meine Peitsche. Es wird Zeit, diesen Initianten zu läutern. Hört auf! Wie könnt ihr dies euren eigenen Brüdern antun? Wir segnen sie mit der Wahrheit, so wie wir auch euch gesegnet haben, Cormac. Aber wenn der größte aller Templer sie freilassen möchte, dann soll es geschehen. Wir wurden beauftragt, euch unverzüglich zum Großmeister zu bringen. Folgt mir. Cormac, das leuchtende Beispiel eines wahren Templers. Kommt, wir haben viel zu besprechen. In der Tat, Großmeister. Ihr habt uns alle verraten, schon von unserem qualvollen Aufnahmeritus an. Diese Härte war notwendig. Für den Aufstieg der Menschheit war ich bereit, die Dinge zu tun, die niemand anderes tun wollte. Die Last meiner Taten wiegt stets schwer auf mir. Seid ihr bereit, ein ähnliches Opfer zu bringen, Cormac? Werdet ihr mir zur Seite stehen und mir als Großmeister nachfolgen, wenn es soweit ist? Ich brauche euch. Doch, Nein. Eure Macht hat euch wahrhaft in den Wahnsinn getrieben, wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, über die Menschheit zu herrschen. Das erfüllt mich mit großer Traurigkeit, mein Sohn. Es tut mir leid. Tötet ihn. Das geht nicht noch genug nicht. Wut. So viel Ware, wenn ich da finde, ist mein Inventar bald wieder voll, aber mit so etwas, wie jetzt gerade abgelaufen ist, habe ich eigentlich recht nicht gehabt. Jeder Mensch kommt mit einem Makel zur Welt. Die Geschichte beweist, dass gute Menschen stets der Versuchung erlegen sind. Obgleich es schmerzhaft ist, gibt es nur eine Antwort. Wir müssen die Gedanken unserer Rekruten läutern, damit sie niemals dem schändlichen Einfluss der Dämonen erliegen können. Und auch nicht der blinden Selbstgerechtigkeit der Engel. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, Cormac. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Unmöglich. Mehr Wut. Das geht noch nicht. Ich brauche Wut. Ich habe mein Leben einer Lüge verschrieben. Mein ganzes Leben. Alles war im Dienste eines Wahnsinnigen. Ich schwöre, jeder Templer, dem ich begegne, wird von den Lügen des Ordens befreit werden. Und falls sie sich weigern, so werde ich gezwungen sein, sie umzustimmen. Sie werden euch Glauben schenken. Ich weiß es.
Okay, da wäre ein kurzes Intermezzo gewesen in dem Fall. Und wir müssen da mal noch schauen. Jetzt hätten wir da ja ein bisschen identifizieren. Y, ja. Dann müssen wir mal schauen, ob wir etwas haben, was besser wäre. Also wäre wir sicher besser. Ah, jetzt fängt da wieder an mit dem Ausrüsten. Das sind einfach die Sachen, die ich nicht möchte machen im Let's Play. Aber in dem Fall muss jetzt da halt gemacht werden. Okay, Begleitung. Nicht viel Schlaues, aber vielleicht schauen wir mal noch immer etwas für den Comic Woche hin. Lasst uns gemeinsam Ehre finden. Nicht wirklich viel Schlaues mal da. So, nehmen wir sie wieder mit. Wir werden uns den Schatten gemeinsam widersetzen. Davon mit dem nochmal Der reden. Großmeister. Er steckt hinter der Korruption des Ordens. Ich glaube, tief im Herzen wusste ich es schon immer. Ich fühlte mich innerlich leer, als wäre ich des Ordens nicht würdig. Ich hatte immer das Gefühl, mehr leisten zu müssen, um mich als wahrer Templer zu beweisen. Euer Glaube war hohl. Die Ideen, die eurem Verstand eingehämmert wurden, konnten euer Herz nie erreichen. Was werdet ihr jetzt mit eurem Leben tun? Woran werdet ihr glauben? Ich glaube an euch und an eure Aufgabe. Die Korruption des Ordens hin oder her. Diese Welt muss gerettet werden. Ja, ich vermute in dem Fall, wenn die da so kurze Missionen haben, dann haben die anderen auch noch so kurze Missionen. Also dann. Darauf habe ich gewartet. Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Doch ich muss gehen. Und ich werde nicht zurückkehren. Tut, was ihr tun müsst. Es ist mir ernst. Mein Bruder ist in Königshafen eingesperrt und völlig hilflos. Ich muss ihn da herausholen. Ihr werdet nicht bis nach Königshafen kommen, wenn Westmark überrannt wird. Nun gut. Ich werde so lange bleiben, wie ich kann. Aber nur, weil ihr ohne mich verloren werdet. Ich muss aufbrechen. Mein Bruder wird in Königshafen im Verlies sterben, wenn ich nicht jetzt etwas unternehme. Was sagt ihr? Ein Gefangener aus Königshafen? Diese armen Teufel wurden gerade hierher nach Westmark in unsere warmen Zellen überstellt. Aber seit dem Beginn der Angriffe haben wir von der Garnison nichts mehr gehört. Edlin, ich muss ihn finden. Helft ihr mir? Machen wir doch das auch noch. So, überlasst das Reden mir. Sucht ihr euren Bruder, Lyndon? Wartet. Etwas stimmt hier nicht. Das ist keine Wache. Verdammt nochmal. Wenn die Diebesgilde jemanden sucht, findet sie ihn auch. Zu eurem Unglück ist er unser Freund. Die Diebesgilde hat den gesamten Kerker infiltriert? Ihr habt sie wirklich wütend gemacht, mein Freund. Wenn es Schätze zu haben gibt, bin ich dabei. Niemand verrät die Diebesgilde, ohne mit seinem Leben zu bezahlen! Treffen ist auch eine Kunst, ich weiss.
sind Schlaus. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Also Truhe, die nehmen wir noch mit. Unser Inventar, den wir wieder vorlegen nochmal. Die Aufgabe hätte ich glaube schon viel früher noch müssen machen, aber egal. Ihr werdet für das, was ihr Nigel angetan habt, sterben! Mehr Wut. Das geht noch nicht. Es tut mir leid, mein Freund. Ich hätte mich der Gilde nie anschließen dürfen. Er hat es mir gesagt, doch ich wollte nicht auf ihn hören. Sein Tod ist nicht eure Schuld. Er wurde getötet, bevor wir Westmark erreichten. Dieser Dolch ist ein vertrauter Anblick. Nehmt ihn an euch. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen gehen. Okay. Gegen wen sollen wir heute kämpfen? Ihr könnt euch nicht die Schuld geben für das, was passiert ist, Lyndon. Was wollt ihr denn hören? Dass ich mir wünsche, er hätte mich nie gekannt? Dass ich mir wünsche, er hätte einen Bruder gehabt, der ihn nicht im Stich ließ? Dass Kummer euch quält. Und ich nehme an, der größte Held im ganzen Lande weiß genau, wie mir zu helfen ist. Nein, nein, so etwas könnt ihr nicht verstehen. Hätten wir das auch? Dann wäre noch sie übrig. Es ist schön, euch wiederzusehen. Auch wenn es scheint, dass wir uns jeweils nur unter den denkbar ungünstigsten Umständen treffen. Aber andererseits wären wir uns sonst wohl nie begegnet, nehme ich an. Einen Moment lang habe ich die Stimme einer meiner Schwestern gehört. Doch ich konnte nicht verstehen, was sie sagte. Manchmal besuchen mich die Toten in meinen Träumen. Wir tragen eine ähnliche Last. Meine Schwestern sind nicht mehr bei uns. Ich bin die letzte Erinnerung an eine längst vergessene Welt. Ihr habt keine Gewissheit über den Tod eurer Schwestern. Deswegen findet ihr keine Ruhe. Kann es sein, dass der Prophet uns aufgegeben hat? Warum sonst wäre seine Magie fehlgeschlagen, als wir schliefen? Die Magie des Propheten hat gewirkt. Sie hat euch geschützt. Aber meine Schwestern sind gestorben. Warum sie und nicht ich? Wenn wir Gefährten zurücklassen, tragen wir sie mit uns weiter. Lea, Kane, ich mache für sie weiter. Ja, ich darf nicht einfach im Selbstmitleid versinken. Ich muss die Wahrheit erfahren. Als ich mich von Lysa verabschiedete, nahm ich ihren magischen Fokus als Andenken mit. Ich habe ihn heute mit Hilfe eines Zaubers nach Hinweisen untersucht. Dabei fand ich deutliche Spuren der dämonischen Magie, die sie tötete. Das hat mich an die Magie der Vistcherei erinnert, aus der Zeit, bevor wir dem Propheten dienten. Diese Vistcherei starben vor Hunderten von Jahren. Die heutigen Magier trachten bestimmt nicht nach Rache. Als ich den Zauber auf Lysas Fokus wirkte, hörte ich ihre Stimme nochmals. Und diesmal habe ich sie verstanden. Sie sagte ein Wort. Irena. Ich habe Lysas Stimme nochmals gehört und konnte verstehen, was sie sagte. Sie ruft nach mir, doch es klingt, als käme ihre Stimme von weit her, aus einer anderen Welt. Wie ist das möglich? Ihr habt gesehen, dass sie tot war. Ich weiß es nicht. Doch was ich weiß, ist, dass sie da draußen ist und dass sie mich braucht. Okay, in dem Fall kann ich mit der
da noch nicht fertig machen. Und die Folge wäre schon wieder relativ lang, aber ich möchte ja auch endlich mal für Yoshi kommen und ich bin jetzt abgeschweift, weil eigentlich müssten wir da hin. Was passiert hier? Zerstört das Tor! Der Nephalem ist hier. Ich brauche nicht genug Zeit. Mut. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Wagt es uns anzugreifen? Maltael ist mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Maltael hat versucht, mich von den Ebenen des Wahnsinns fernzuhalten. Doch mich hält niemand auf. Nun durchquere ich diese Schlachtfelder, auf denen einst Engel und Dämonen kämpften. Ich muss die Festung des Wahnsinns und mit ihr den Engel des Todes finden. Ich werde ihm zeigen, was Tod bedeutet. Okay. Nicht weit von hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Dann gehen wir doch das Feldlager auch suchen. Ich brauche Wut. Ich brauche mehr Zeit. Wenn ihr bestehen wollt, müsst ihr euch mehr anstrengen. Oh, gib mir ja Mühe. Das geht noch nicht. Das kann ich nicht. Mehr Wut. Noch nicht bereit. So, ich sollte vielleicht einmal schauen, ob etwas Besseres über mittlerweile. Keine Ahnung, wie mehr in der Höhe.
Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Dämonen. Relikte eines lang vergessenen Kampfes. Ich brauche mehr Zeit. Das werde ich nicht tun. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Fertig. Das ist eine Belagerungsrune. Nehmt sie an euch. Verlassenes Feldlager und ein Speicherpunkt. Und weil es so schön war da, weil mein Inventar wahrscheinlich schon bald wieder voll ist. Nein, falsch. Ich kehre in die Stadt zurück. Gehen wir da eine Retour und würde auch sagen, das wäre es von dieser Folge. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und man hört sich.